Gut, teure Eulen, seid alle begrüßt. Ich heiße David Braun, ich bin nicht von der Administration, ich bin von der Akademie. Ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm von der 54. Programm, 54. Jahr von Uriel Weinreich Sommerprogramm in jiddischer Sprache, Literatur und Kultur. Und es ist mir ein großes Vergnügen zu haben mit uns heint Professor Isaac Bleaman. Professor Bleaman ist Gehilfsprofessor beim Linguistikabteil von California Universität in Berkeley. Er hat sein Doktorat in Linguistik von New Yorker Universität, wo er hat verteidigt in 2018 eine Dissertation wegen dem Aufhalt von Yiddish, einer Minoritätssprache in New York, und in Jonim von Variation und Sprachbeit. Der heutige Referat trug den Titel Die Normierung von der heinzeitigen jiddischer Sprache, Hasidim und Yiddishisten. Und Isaac ist gut seiner Professor in Berkeley, ist euch in früheren Jahren gewesen, Beteiligter in unser Sommerprogramm. Das wird sein die letzte Lektion von der Sommerprogramm auf Yiddish, und es ist, wie gesagt, ein größeres Vergnügen zu endigen unserer Serie Lektions in der Jiddisch-Zivilisation mit einer Lektion von einem Professional auf dem Feld von Jiddisch-Loschen. Dank Isaac für den Kommen, für den Beteiligung, und du hast schon das Wort. Dank, David. Ich will öffnen meine Lichtbilder. Schönen Dank, David und Yiva. Es ist mir ein Covid, sich zu beteiligen in der Serie Referaten, nicht nur zu lieb der zentrale Rolle, was der Yiva hat gespielt in Meschach von langen Jahren in der Sprachnormierung auf Jiddisch, aber euch zu lieb dem, was etliche von den früheren Referenten sind gewesen meine Lehrer und Wegweiser in der jiddischen Sprache und in der jiddischen Kultur. Mein heutiger Referat wird sein als Synthese von zwei besondere Forschungen. Ich will, das ist der Plan, aber der Plan ist ein bisschen ambitiös, es will ich sich abstellen mehr auf eine Forschung wie der zweite, aber die zweite kann man schon lernen in einem gedruckten Format. Das sind Forschungen wegen Jiddisch wie eine lebendige Sprache, heutige Zeiten in Amerika, in New York. Eine Forschung behandelt die geredete Sprache, die zweite behandelt die geschriebene Sprache. Ist mit dem allem hoffe ich, euch überzugeben einen Überblick von verschiedenen Aspekten von der heinzeitigen jiddischen Sprache. Heute der Referat wird nicht kennen seinen ganzen herumnehmen oder den ganzen Ausschreibung. Also wie David hat schon erwähnt, bin ich ein jiddischer Linguist und ein Sociolinguist. Ich stelle sich vor, als eine Sache von euch, sind die Termine Linguistik und Sociolinguistik schon ein bisschen fremd, nicht bekannt. Das will ich anheben, mein Referat mit einer kurzen Erklärung von der größeren Unionen von Linguistik und Sociolinguistik. Linguistik ist eine Wissenschaft von Sprache, also einmal rufen wir das an, der Sprachwissenschaft. Und also wie alle anderen Wissenschaften, Biologie, Chemie, Psychologie, ist der Ziel von der Linguistik zu beschreiben, analysieren und generalisieren. In der Linguistik analysiert man oder die Struktur oder den Benutz von Sprachen. Das ist ein allgemeiner Blick über dem Feld. Linguisten vernehmen sich mit dem Analysieren kategorische Klollen von Sprachen oder kategorische Gelucken zwischen Sprachen. Ein Beispiel von einer kategorischen Klall in Jiddisch haben wir da von Matthias Johu Mises, das hat gehalten, eine von den wichtigsten Lektions auf der jiddischen Sprachkonferenz in Czernowitz in 1908. Und in seiner Lektion hat Mises verglichen Jiddisch mit Deutsch, gerät zu beweisen, als beide Sprachen haben entwickelt eigene grammatische Strukturen und das Jiddisch ist unabhängig von Deutsch. Und ich zitiere, nicht damit ist der Jid äußern gewesen auf Gelukken. Dort, wo der Deutsch hat gemacht, überflüssige Gelukken, ist der Jid vorgegangen synthetisch und hat vereinheitlicht.
der Deutsch konjugiert nicht regelmäßig ich weiß und wir wissen, ich darf, wir dürfen, ich mag, wir mögen. Und so weiter. Der Jid sagt gleich, und ich will das lernen auf Galicianer Jiddisch. Ich weiß, ins weiß mir. Ich darf, ins darf mir. Ich mag, ins mag mir. Is die von euch, was haben sich gelernt Jiddisch formell in Klasse, in Ivo, wollen einfach nicht erkennen die Formes, wie die Klauformes, für erste Person Mehrzahl, mir, aber das spiegelt auf dem Mechabers Galicianer Dialekt. Und das hört man auch einige Zeiten in chassidische Gehilles. Da stößt mir sich an in Achillik zwischen Jiddisch und Deutsch, was ist kategorisch. Dort, wo Deutsch hat eine Form, hat Jiddisch eine andere Form. Und als man hört eine Form oder die zweite Form, weiß man gleich auf 100% kategorisch, welche Sprache das ist, Jiddisch oder Deutsch. Oder man hat das abreden zwischen die zwei. Solche kategorische Anderskeiten sind gewesen sehr nützlich, sehr wichtig in die frühen Jahren von der jiddischen Linguistik oder pünktliche Gerät in der jiddischen Philologie, weil das sind die beste Reihe gegen die verspäter falsche Meinung, als Jiddisch ist nur ein Dialekt von Deutsch und als Jiddisch hat nicht keine eigene Grammatik. Jiddisch hat ja eine eigene Grammatik und das kann man sehen zum klarsten in die kategorische Chiluken zwischen Jiddisch und Deutsch. Ott hat hier noch ein Beispiel von einer kategorischen Chiluk zwischen Jiddisch und Deutsch, nicht in die Konjugations von Verb, nur in einem Syntax, in einem Seder von Wörtern. Es in Beisatzen ist der Klau auf Deutsch zu stellen dem konjugierten Verb, dem Verb, was geht über die grammatische Zeit, jetzige Zeit, kommende Zeit, vergangene Zeit, zum Sammelsof von Beisatz. Auf Deutsch sagt man dem Äquivalent von whether the boy will see a cat on the way, ob das Jüngel auf dem Weg a Katz sehen wird. Ja? Auf Jiddisch ist es nicht möglich. Auf Jiddisch muss man wegstellen dem Verb früher in Beisatz, auf dem zweiten Ort bald noch ein Subjekt. Ob das Jüngel wird auf dem Weg sehen a Katz. Das ist noch ein kategorischer Chiluk zwischen die zwei Sprachen. Solche kategorische Chiluken helfen uns zu definieren den Grenze zwischen Sprachen, aber nicht nur zwischen Sprachen, auch zwischen Varianten von Sprachen, zwischen Dialekten. Von einem Dialekt bis zum zweiten Dialekt findet man einmal einen kategorischen Chiluk. Jetzt lassen wir sagen, also ich sitze in einem Laboratorium und man spielt von mir eine Rekodierung auf Jiddisch, und ich darf treffen, von wann der Mensch stammt, oder von Minsk oder von Warschau. Ja? Und ich höre die Phrase Käfen Fleisch. Auf den Smach von die Vokalen in die zwei Wörter kann ich sein mehr oder weniger sicher, weil ich habe die Brede von Minsk und Warschau, also der Mensch stammt von Minsk und nicht von Warschau, weil in Warschau redet man nicht so, nur anders. Man redet die Phrase Käfen Fleisch, Käfen Fleisch mit einem anderen Vokal. Und das ist ein kategorischer Chiluk zwischen die zwei Arten in der Sprache. Bisher haben wir geredet wegen kategorischer Chiluken in Sprache. Wir wissen aber, das heißt Menschen, die reden etwas als Sprache von daheim, ich rede Englisch von daheim, wir wissen, als Sprachen vermogen Breites. 2 oder 3 oder 4 verschiedene Euphonen auszudrücken demselben Gedanke. Also da reden wir nicht wegen kategorischer Prinzipien oder kategorischer Klollen von der Sprache, wir reden wegen Variablen, Variables, was man kann nutzen, oder eine Variante oder eine zweite Variante, ob man will, Leuten Kontext. Also wie der größte Teil von Eulen befindet sich in Amerika, also ich meine, will ich vorlehnen ein paar Beispiele von englischen Variablen. Ihr sollt kriegen ein Gefühl von dem, was ich rede, was ich will demonen wegen Jiddisch später. Und wenn ich lehne vor die Beispiele, bete ich zu trachten, wenn wollte ich ein Englischreder genutzt eine Variante oder eine andere Variante, oder wenn ich höre, wie einer redet,
was für ein Mensch habe ich im Sinn? Was für ein Mensch kann ich sich vorstellen, wollte gesagt, Asa oder Asa Variant. Ja. Ist auf Englisch, hat man die Brede herauszureden dem Suffix ing oder ing oder in. Ja, he was running oder he was running. Wir wissen von soziolinguistischen Forschungen wegen den Variablen, als Sachfaktoren spielen da eine Rolle. Aber ein Faktor, was spielt eine Rolle in dem Beschluss zu sagen running or running, ist der soziale Klasse von dem Redder. Die Menschen, was hören zum höchsten sozialen Klasse, die vermöglichste Menschen, die gebildetste Menschen in der Gehille, wollen oft sagen running wie running. Und Menschen, was gehören zu den niedrigen Klassen, sagen oft running wie running. Ja, ist der soziale Klasse spielt eine Rolle. Es ist nicht kategorisch, aber statistisch gerät ist da eine Tendenz. Noch ein Faktor ist die Formellkeit von einem Schmues oder von einem Kontext. Wenn einer halt eine Lektion auf Englisch, wird oft sagen running wie running. Aber wenn redet mit Sprache, wenn redet mit Freund, wird öfter sagen running ein bisschen öfter wie running. Noch eine Variable ist die Abmerkung von einem Klang T oder D in einer solchen Phrase wie West Side. Auf Englisch hat man die Brede zu sagen West Side mit einem T oder West Side. Man hört nicht dem T, also klar. Oder Bechlau. Was für Faktoren spielen da eine Rolle in einem Beschluss zwischen West Side und West Side? Ein Faktor, was ist sehr wichtig, ist, wie gicht man das? Als gicher man redet, als weniger hört man den T oder redet man heraus den T. Noch ein Faktor ist der Klang ist der erste Klang von einem zweiten Wort noch ein T oder noch ein D. Ob das zweite Wort hebt sich mit der Konsonanz, also wie der S in West Side, wird man hören dem T weniger wie in solchen Kontexten, wo das zweite Wort hebt sich mit der Vokal. Ist West Side, wird man hören gewöhnlich an dem T, aber West End, so lieb dem I von West End, der von West End, hört man oft dem T. Und das ist ein Faktor, was spielt eine Rolle. Wieder, es ist nicht kategorisch, nicht in jedem Fall, wenn das zweite Wort hebt sich mit der Vokal, wird man hören dem T, und nicht in jedem Fall, wenn das zweite Wort hebt sich mit der Konsonanz, wird man nicht hören dem T, aber statistisch gerät ist da eine Tendenz. Das ist ein Teil von der Grammatik von Englisch, von allen Dialekten von Englisch, nicht nur von meinem Englisch. Und die letzte Variable ist die ganze Kategorie quantitative verbs, auf Yiddish kann man sagen Zitierverben. He said, let's go. He went, let's go. He was all, let's go. He was like, let's go. Alle vier Verben, said, went, was all, was like, haben dieselbe Funktion. Sie führen rein ein Zitat von einem zweiten Mensch. Die Forschungen von dem Variabel weisen als ein scheichtiger Faktor da ist der Älter von dem Redder. Der, was sagt, he was like, kann sein ein jüngerer Mensch im Vergleich mit einem Mensch, was öfter gesagt, he said, let's go. Aber so verstehen wir schon das Potenzial von Ausforschen die Variation in der Sprache. Und wir finden uns, als ältere Menschen reden anders von jüngeren Menschen, ist das öfter ein Simmen, oder sehr oft mal ein Simmen, als die Sprache hält sich in beiden vor die Augen von einem Forscher, vor unseren Augen wie Redders. Und die Sprache beißt sich in die Richtung von den jüngeren Menschen. In der Zukunft werden ältere Menschen reden, also wie die heutige jüngere Menschen. Okay. Ist die Sociolinguistik und befragt die Amerikaner Sociolinguistik, vernimmt sich mit dem Ausforschen die Variation in Sprache. Es ist gewöhnlich eine quantitative Arbeit mit der Sachstatistik. Sociolinguisten halten, als durch ein Ausforschen der Variation in Sprachen, können wir sich etwas auslernen wegen dem, wie Menschen organisieren sich in Gehilles und wie Redders drücken sich aus
durch sprachliche Mittel. Wie soll sie drücken euch sehr Identität, sehr Mien, sehr Alter, sehr Rasse, sehr ethnische Zugehörigkeit und so weiter, andere Faktoren. Und der Zugang zu der Sociolinguistik, zu der Linguistik Bechlal, ist zum größten Teil verbunden mit William Labov, da inmitten. Er ist ein emeritierter Professor von Linguistik in Pennsylvania Universität, was hat publiziert sehr Sach Forschungen wegen Englisch, wegen Variation auf Englisch und befragt wegen Englischredners in New York und in Philadelphia. Aber der Artikel, was wird gewöhnlich der Mond wie der Dokument, was wird verlegt das Feld, Variationist Sociolinguistics, der Artikel heißt Empirical Foundations for a Theory of Language Change, ist gewähnt Kollaboration zwischen, ist gewähnt der Resultat von Mitarbeit zwischen William Labov und seinem akademischen Baljoyetz Uriel Weinreich, ein Namen, was ist uns allen bekannt, und euch Michael Herzog, zwei Jiddischisten. Michael Herzog und Labov sind beide gewähnt Studenten von Uriel Weinreich, wir sind gewähnt vom selben Alter. Ist also, wie ich bin, als Soziolinguist, und ich vernehme sich mit einer Analyse und Variation auf Jiddisch, ist meine Arbeit theoretisch und methodologisch und inhaltlich sehr verbunden mit allen drei Persönlichkeiten, Weinreich, Labov und Herzog. Jetzt heute reden wir wegen der Normierung von der jiddischen Sprache, aber wir wollen nicht reden wegen der Normierung wie ein Prozess. Wie also kann man einführen Standarten auf Jiddisch und was für Standarten oder Normes. Wir wollen nicht reden wegen dem, wir wollen reden wegen den Resultaten von der Normierung. Und nicht wegen aller Resultaten, nur wegen gezählter Resultaten. Es wir will abschätzen die Resultaten von Sprachnormierung, von Standardisierung. Kann man aber erzählen, wie viele Menschen haben angenommen die Standarten oder wie viele Publikationen werden heinz gedruckt in der Orthographie von was die Sprachnormierer haben rekommendiert. Mein Zugang ist anders. Ich halte es ist interessanter, abzuschätzen die Resultaten von der Normierung durch den Effekt auf eine einseitigen Jiddisch geredete Sprache. Die Sprache von Jiddischredners und von Jiddischschreibers euch. Und das fordert eine Analyse von Variation. Ihr werdet bald sehen, was ich bin äußern. Kohl ein bisschen Hintergrund wegen Yiddish in New York. Die Daten von der Zensusagentur befinden sich in Amerika um 160.000 Menschen, über 5 Jahre alt, was reden Jiddisch in daheim. Und 85% von sie wohnen in Stadt New York. Der Stadt New York ist ein größer Zentrum von Jiddisch, nicht nur in Amerika, nur auch in der ganzen Welt. Man versteht sich als meiste von den Jiddischredners in New York sind hasidische Jiden, was reden die Sprache in der Heim, auf der Gas und in sehr Schulen sehr meist ist. Noch eine prominente Gruppe, eine Sache kleinere, ist die nicht hasidische Jiddischredners, was ich rufe an Yiddishisten, was nicht gucken auf dem, was sie wohnen, nicht zusammen in jiddischredendige Gegenden, in jiddischredendige Benjonim, und sehr oft gehen sie in besondere Schulen, nicht mit anderen Jiddischredners. Ist nicht geguckt auf dem, kommen sie sich zu neu, wie eine Gehille, rund dem Benetz von Jiddisch. Ist da auf rechts, da auf links, das ist ein Bild von Hasidim, was ich habe gefunden auf dem Internet, und da auf rechts ist ein Bild von der Jiddischsprache. Das ist ein wichtiger Organisierpunkt für der Gehille, was kommt vor jeden August in Copiague, New York, in Stadt New York. Und eine Sache, die was vorhin wohnen, ein ganzes Jahr in Stadt New York. Ist die beide Gruppen sind ideologisch übergegeben der jiddischen Sprache. Und beide Gruppen wohnen in mehr oder weniger demselben Rayon in Amerika, aber sie sind sehr anders, ja, in Aspekten von der Kultur, von der Religion und auch sprachig. Die hasidische Gehille ist übergegeben der Sprache, das heißt, sie reden die Sprache in ihren Schulen. Alle Menschen, was ich habe interviewt in der Forschung, was ich will bald präsentieren, sind gegangen in
kamat in einsprachige jiddische Schulen. Sie haben kamat nicht gelernt kein Englisch, kurz ein paar Jahre von sehr Beziehung und nur unterhalten schaffen Tag, nicht kein Sach. Die Frauen, was ich habe interviewt, haben sich gelernt einen halben Tag auf Englisch und einen halben Tag auf Jiddisch. Und das heißt, dass Jiddisch ist ein zentraler Teil von der hasidischen Kultur und sprachlichen Kultur. Hasidim halten als Jiddisch ist ein Mittel zu versichern dem hasidischen Lebensstil. Weil Jiddisch ist eine Barriere gegen die Assimilation, was andere Jiden haben durchgemacht. Nicht gucken auf dem, was Jiddisch wird genutzt in alle hasidischen Schulen, ist in der hasidischen Kehille nicht da, bei es keine Infrastruktur zu normierender Sprache. Und faktisch meinen Hasidim, was wissen etwas wegen Yiddishisten, also die Sprachnormierung allein ist eine treffende Unternehmung. Es hat eine Assoziation mit weltlichen Jiden, mit Maskulen, mit Yiddishisten, was haben gehabt, viele anti-hasidische Aussages. Und der Fall ist nicht passig, als ein Chassid soll sich vernehmen mit der Sprachnormierung. Das heißt, als Hasidim, zu lieb dem, was man redet Jiddisch in den Schulen und man lernt Jiddisch, kennen alle die erwachsenen Hasidim in New York lernen jiddischsprachige Publikationen und die jiddischsprachige Zeitungen und Journalen haben eine ganz große Lernerschaft. Aber sehr wenig Hasidim dürfen schreiben auf Jiddisch tagtäglich. Aber das weiß ich ein bisschen zu dem Internet. Und ich will reden ein bisschen wegen dem später. Im Vergleich mit Hasidim, das ist die größte Gruppe, die größte Bevölkerung, jiddischsprachige Bevölkerung in Amerika, sind Yiddishisten mehr aktiv in der Sprachnormierung. Yiddishisten haben angeschrieben mehrere moderne Wörterbücher, Lernbücher und Grammatik für Jiddisch. Und eine Sache von denen, was ich habe interviewt in meiner Forschung, haben einmal geschrieben oder gelernt oder sich gelernt formell die jiddische Sprache. Das heißt, es ist eine Sache verspreite Kenntnisse zwischen Yiddishisten klappe die Norm ist für Jiddisch. Eine Sache Yiddishisten, das ist ein Fakt wegen der Kehille, nicht wegen meiner Forschung, aber als Yiddishisten haben sich ausgelernt, die Sprache wieder wachsen. Sie kennen nicht Jiddisch von daheim. Heute in meiner Forschung habe ich nur interviewt geborene Yiddishisten, aber ich bin was hat sich gelernt Jiddisch in den späteren Jahren, nicht von Tatamame. Und es ist auch interessant zu bemerken, dass es ein wichtiger Unterschied zwischen Yiddishisten und alle anderen Menschen, was beteiligen sich in linguistische Forschungen, nicht nur Hasidim, aber Yiddishisten haben oder die, was ich habe interviewt, haben eine Sachpraktik mit Linguistik. Also ein bisschen modern für unsere Subjekten. Oder sie haben studiert Linguistik formell in der Universität, sie haben sich verschrieben auf Linguistikkursen. Oder sie kennen ein bisschen Linguistik von seinen Prüfen, von Tata Mama, wo sie einen gewinnen Linguisten, oder von Seide Baba. Es ist eine interessante Gruppe. Die Yiddishisten, die was vorhin auf der Jiddisch-Woche wollen wir zusammen bemerken, also die jiddischistische Kultur ist eine Kultur von Korrektheit auf Jiddisch. Es ist nicht kein Problem, wenn man redet Englisch. Ja? Es ist auch eine Meile in New York zu kennen, reden Englisch, gut Englisch. Aber wenn man redet Jiddisch, soll man halten die Sprache so rein wie möglich, also ausgehalten und standard wie möglich. Das ist ein Bild, das ich auch genommen auf der Jiddisch-Woche in 2017. Man kann sehen, als einer hat geschrieben mit der roten Markierer Hakoras Hatoiv, da, und als zweiter mit der blauen Markierer hat zugegeben ein paar diakritlich von einem einheitlichen jiddischen Ausleg von Ivo. Und da von unten sieht man noch ein paar Ausbesserungen von anderen Kreisen. Man verbindet dem Pronomen dir auf dich und Dativ auf Akkusativ, weil der Kontext fordert dem Akkusativ. Man sieht von dem Bild, also Yiddishisten haben, die jiddischistische Kehille ist eine Kultur, was
Es ist am Ende zu reden korrekt und zu kennen alle Pitchefkes von der Klausprache. Und es ist nicht kein Problem, ob ein zweiter Mensch kommt, dich ausbessern. Ja, man darf sich richten nach dem, wenn man vorhat, Jiddisch Fach. Als Menschen vor nach hin kann auszubessern in seiner Sprache. Ein Fakt, was ich bin ergangen durch meine Schmusen mit Hasidim und Yiddishisten, ist der Durchweg in Kontakt zwischen sie, oder der schwache Kontakt zwischen sie. Es ist eine Sache von den Hasidim, was ich habe interviewt, haben auch viele nicht gehört von Yiddishisten. Ich bin gewesen der erste Yiddischist, was ich haben einmal begegnet. Sie haben nicht gewusst, wer sie sind, Yiddishisten. Oder ein paar haben auch viele gehört wegen Yiddishisten, aber gemeint, dass sie sind ausgestorben zusammen mit den Maskulen. Das ist direkt mit einer langen Zeit. Die, was wissen etwas wegen Yiddishisten, heintige Yiddishisten, normalerweise sie lehnen dem vorwärts oder sie sind einmal gegangen in Jivo, machen Forschung wegen der Sprache, haben gehabt interessante Meinungen wegen sie. Einer hat gesagt, dass Yiddishisten sind Meschugele Oisedorber, dass sie sind obsessiert mit einer Sache, mit der Sprache und nicht mit allen anderen Aspekten von jüdischen Lebenssteiger. Einer hat gesagt, auf Englisch, as Yiddishisten are a very distinct species of people who are stuck in a certain world. Das ist auch Hosed, was redet wegen Yiddishisten. Und als auch andere, wenn ich habe erklärt, was das meint zu sein Yiddischist, haben sie gesagt, es ist nicht kein echter Zugang zur Jiddischkeit, sich zu vernehmen nur oder meistens mit der Sprache und nicht mit allen anderen wichtigen Aspekten von der Kultur und von der Religion. Alle Yiddischisten haben aber gehört von Hasidim und sie wissen etwas wegen Hasidisch Jiddisch. Asach haben sich beklagt, als Hasidim mischen rein zu viel englische Wörter. Sie haben nicht keine Normes, das ist eine sehr versprechende Meinung. Sie reden, also wie sie reden, und sie sind nicht so verinteressiert in verbessern die hasidische Sprache. Sie schätzen nicht ab oder sie lehnen nicht die jiddische Literatur, das ist ein größerer Sorgen. Oder als wir Jiddischisten haben gar nicht beschäftigt mit sie, nur eine Sprache. Aber wir sind kann man wie anderes Galen, ja, other species. Ich habe gewollt verstehen, was ist die Wirkung von der Normierung auf der jiddische Sprache in die zwei Gehilles. Ein Gehille ist nicht also reingetan in der Normierung wie die zweite. Sie hat das eine Wirkung auf dem wir so mehr Jiddisch heutige Zeiten. Ich habe rekrutiert 20 Hasidim und 20 Yiddishisten, alle Geborene, alle, was kennen Jiddisch von daheim, zu reden mit mir in soziolinguistische Interviewen. Ein soziolinguistischer Interview ist bei ein Schmues, aber ein langer Schmues mit einer Sache verschiedene Themen. Und das Ziel ist zu hören, wie der zweite Mensch redet, also viel wie möglich. Also ich habe geprüft Schweigen, also viel wie ich kenne, aber ich habe gedacht, stellen Fragen und entfernen einmal. Ist 40 Menschen, 10 Frauen und 10 Männer in beide Gehilles. Die Interviewen sind gewesen von einer Show bis 1,5 Show lang. Die Themen haben herangenommen Schule, Sprache, Arbeit, Schreinen und Gegenden, Ideologies wegen Sprache, gemäß zum Sof ein Interview. Und euch der Kontakt mit der zweiten Gehille oder Gefühlen wegen der zweiten Gehille, oder sie haben etwas gewusst. Also ich habe gefragt bei Hasidim, was sie meinen wegen Yiddishisten, gefragt bei Yiddishisten, was sie meinen wegen Hasidim. Und analysiert ihre Antwort später. Und jeder Interview hat sich geendet mit einem Redaktieren eines jiddischen Text. Es ist noch ein Schmues, habe ich gegeben dem Interviewierten einen Text und gebeten, als er oder sie soll ausbessern Greisen in dem Text. Ich habe geschrieben den Text mit Greisen und stilistische Chikavissen gerät zu sein, wie viel sie dann ausbessern. Meine Hypothese ist gewesen, als ob Yiddishisten sind mehr herangetan in Sprachnormierung wie Hasidim, das ist ein Fakt. Das spiegelt sich auch euch in einem Inhalt von Interviewen. Weil die Normes haben einen größeren Effekt
auf sehr gerechte Sprache, wie auf der hasidische gerechte Sprache. Ich will bringen die Resultate, ich will beschreiben die Analyse, was ich gemacht mit ein Variable. Also ich darf kurz mal definieren den Variable und danach präsentieren die Resultate, die Analyse. Diese Variable ist Mitstimmung oder Umstimmung in Soll zwischen Subjekt und Verb. Ich will bringen ein Beispiel von dem. Der Variable befindet sich in allen Sätzen, wo der Subjekt in Mehrzahl kommt nach dem Verb. Und der Verb kann sein oder in Mehrzahl oder in Einzahl. Das ist ein Beispiel von Mitstimmung in Soll. Mitstimmung heißt Mehrzahl. Und ich habe es transkribiert. Jedes also hat der Mensch gesagt, jedes Mal kommen heran neue Wörter auf Englisch. Ist der Subjekt von Satz ist neue Wörter, das Subjekt ist in Mehrzahl, Lashon Rabim, und der Verb ist euch in Lashon Rabim. Das heißt Mitstimmung, Agreement, in Soll. Beide sind in Mehrzahl. Aber Jiddisch-Redner haben die Brehre, das ist eine Variable, sie haben eine Brehre zu stellen dem Verb in Einzahl. Und das hat der Mensch faktisch getan. Der Mensch heißt da Golde, eine chassidische Frau, was sie gewinnt, 37, wenn ich habe sie interviewt. Sie hat gesagt, jedes Mal kommt daran neue Wörter auf Englisch. Der Subjekt ist in Mehrzahl, Wörter, neue Wörter, aber der Verb ist gewinnt in Einzahl, kommt. Es ist sehr eine verspätete Variable und es ist sehr oft, was man begegnet, die Form in Einzahl, dem Verb in Einzahl, nicht geguckt auf dem, was der Subjekt kommt in Mehrzahl. Und das ist sehr eine verspätete Variable, befragt in einem Kontext. Der Kontext ist ein Existiersätzen. Auf Englisch ist der Existierverb there is, die Struktur ist there is or there are. Und das ist auch eine Variable auf Englisch. Man kann sagen, there's people in the room or there are people in the room. Und wenn man fragt bei einem Lehrer, dann sie haben eine Meinung. Und als man fragt bei einem Linguist, dann haben wir schon eine andere Meinung. Aber das ist eine Variable, was man findet sehr oft in Existierkontexten. Und da habe ich gebracht 2 Sätze von meinem Korpus von Interviewen, beide von Yiddishisten. Der erste Variant ist in Mehrzahl und der zweite ist in Einzahl. Sie sehen da eine Probleme, was ich habe sehr Lebenssteiger. Der Subjekt ist eine Probleme, das ist in Mehrzahl, und der Verb ist auch in Mehrzahl. Sie sehen da. Noch ein existierender Kontext. Es ist da eine interessante Studenten dort. Der Subjekt ist in Mehrzahl Studenten, aber der Mensch Arie hat genutzt das Verb in Einzahl. Es ist da. Das ist der verspritzte Kontext, der ofteste Kontext für den Variable. Ich habe, wie gesagt, interviewt 40 Jiddisch-Redners. Und von seinen Interviewen habe ich herausgenommen alle Sätze mit dem Subjekt in Mehrzahl, was kommt nach dem Verb. Der Verb kann sein oder in Einzahl oder in Mehrzahl. Wenn ich sage Subjekten, meine ich, darf es längere Substantiven, nicht kein Pronomen. Weil ob der Subjekt ist gewesen, mir oder sie, wird das allemal mitgestimmt mit dem Verb. Der Verb ist allemal gewesen in Mehrzahl. Das ist nicht auch keine Variation in diesem Fall. Nur wenn der Subjekt ist ein Substantiv. Und der Variable ist, si der Verb ist in Mehrzahl, das heißt Mitstimmung, oder in Einzahl, das wird gewesen Umstimmung, weil der Subjekt ist allemal in Mehrzahl. Ich habe gemacht eine statistische Analyse von den Sätzen von meinem Korpus. Und in einem statistischen Modell habe ich herangenommen, eine Sache mögliche Faktoren. Die 2 wichtigsten sozialen Faktoren ist die Gehille, si der Mensch, was redet, ist ein Hasid oder ein Yiddishist. Und das Geschlecht oder der Mien von einem Mensch, eine Frau oder ein Mann. Und ich habe euch herangenommen in einem Modell andere sprachliche Faktoren, wo sich weisen einen Fall auf der Variation in Englisch zwischen there is und there are. In meinem Korpus habe ich gehabt mehr als 800 Sätzen mit einer Variable. Von den 800 Sätzen sind gewähnt 80% in Einzahl, das heißt Umstimmung in einem ganzen Korpus von allen Redners.
Meiste von den Sätzen befinden sich in Existierkontexten. Mehr wie 70% von den Sätzen. Ist da könnt ihr sehen, als in beide Gruppen, Hasidische Redner und Jiddischisten, sind meiste Sätze gewinnen Existierkontexten. Und Existierkontexten sind neu gewinnen, das ist der Kontext, wenn man trifft zum ersten ein Verb in Einzel, Singular Verb. Das heißt Umstimmung. Die statistisch schreichtige Faktoren sind auch die, wenn der Subjekt ist gewesen ein Mensch, ein Human, ist der Tendenz zu haben Mitstimmung. Ein Verb in Mehrzahl, wenn der menschliche Subjekt ist in Mehrzahl. Wenn der Subjekt ist nicht kein Mensch, eine unbelebte Sache oder eine Chaie, ist die Tendenz zu haben, zu sehen Umstimmung, ein Verb in Einzel. Noch ein Faktor, was ist scheich, statistisch verdächtig, statistically significant, ist das Wort oder die Phrase, was vernimmt dem ersten Ort im Satz vor dem Verb. Das ist expletive, das heißt, der Subjekt ist S, der Pronomen S, findet man sehr oft ein Verb in Einzel, Umstimmung. Und ob der Subjekt kommt gleich noch ein Verb, adjacent, ist die Tendenz zu haben Mitstimmung. Ob der Subjekt kommt ein bisschen später im Satz, ein bisschen weiter von einem Verb, ist die Tendenz zu haben ein Verb in Einzel, Umstimmung. Ist jetzt zurück zu der ersten Frage, wegen der Anderskeiten zwischen den Kehilles. Was ist der Effekt für Kehille? Ja, für die Kehille von einem Mensch, was redet. Hasidim nutzen oft die Formen, was ist Umstimmung, die Formen in Einzel, Umstimmung, wie Mitstimmung. Mitstimmung ist mehr charakteristisch für Jiddischisten, Umstimmung für Hasidim. Ein anderer interessanter Resultat ist, dass Hasidim sind mehr sensitiv zu sprachlichen Faktoren wie Jiddischisten. Ist in Existierkontexten, weil Hasidim kamat kategorisch nutzen ein Verb in Einzel. Wenn der Verb ist sein in anderen Kontexten, nicht in Existierkontexten, sondern in anderen Kontexten, ist die Proports Mitstimmung ein bisschen größer und mit Verben, was nehmen, haben wie sehr Helfverb, ist die Proports ganz niedrig für Umstimmung. Aber Jiddischisten haben nicht als Achillik zwischen sehr grammatischen Kontexten. Das heißt, als Jiddischisten haben entwickelt ein Klau, als ob der Subjekt ist in Mehrzahl, darf der Verb euch sein in Mehrzahl und sie findet sich nicht in einem Kontext. Wir sehen da ein bisschen einen kleinen Achillik zwischen Kontexten, aber der Achillik ist nicht statistisch beteiligt. Sie machen nicht so, dass der Satz ist ein Existiersatz oder zu der Verb nimmt sein wie der Helfverb oder haben wie der Helfverb. Alle Kontexte sind dasselbe. Das ist die Haschpoe von einem Klau, von der Norm. Das ist weniger sensitiv zu sprachlichen Faktoren. Ist der Achillik zwischen Jiddischisten und Hasidim in sehr gerechter Sprache spiegelt ab oder kann abspiegeln der Normierung. Die Normierung, der Anderskeit in der Normierung zwischen den zwei Kehilles. Jiddischisten sind mehr Rangeton in Sprachnormierung, sieht man die Normen in sehr gerechter Sprache und nicht in der hasidischen Sprache. Die Frage ist, wie kann man sein sicher oder wie kann man sein mehr sicher, als das ist ein Polioide von der Normierung und nicht von anderen Faktoren. Wie gesagt, habe ich gegeben dem Interviewten einen Text zum Redaktieren. Der Text ist gewesen lang 3 Paragraphen und daran genommen als verschiedene Varianten. Lexische Varianten, das heißt verschiedene Werte, Synonymen, grammatische Varianten, Dialektismen, Regionalismen und auch Leihwörter von Englisch und von Ivrit. Und auch ein paar mamisch und grammatische Sätze. Und mein Ziel ist gewesen, ich habe gewollt sehen, welche Greisen oder welche Sachen in einem Text wollen die Interviewte
bemerken und ausbessern und welche wollen sie nicht bemerken oder nicht ausbessern. Ja? Und also herum verstehen den Effekt von der Normierung auf die Instinkten von den Menschen, was ich habe interviewt. In dem Text, ich habe gehabt als sehr verschiedene Variablen, aber in dem Text haben sich euch gefunden 5 greisige Sätze mit einem Subjekt in Mehrzahl und einem Verb in Einzahl. Und meine Frage da ist, ob der Mensch hat ausgebesserten Greis oder gelostem Greis. Ich habe gebeten, den Mensch zu redaktieren, den Text 2-mal. Der erste Proof ist gewesen ohne meine Kommentare. Sie haben gelernt den Text und mit einem Bleayer oder auf einem Call ausgebesserte Kreisen, was sie haben allein bemerkt. Das ist gewesen der erste Proof. Der zweite Proof ist gewesen ein bisschen mehr interaktiv. Ich habe vorgelegt Ausbesserungen, was andere haben gemacht in friedliche Interviewen. Wenn ich habe geredet mit der Hostel, habe ich gesagt, und sie haben nicht ausgebessert, etwas stilistische Linien, habe ich gesagt, andere Menschen haben vorgelegt, Asa und Asa Ausbesserung, was hältst du? Und sie haben reagiert. Sie haben gekannt, sagen, oh ja, das ist faktisch ein Greis, das habe ich nicht gehabt früher, das darf man ausbessern, oder nein, ich bin nicht Masken, der Greis kann gehen. Der Satz ist gut, lassen wir das losen also. Ist von dem ersten Proof bis zum zweiten Proof wird der Interviewte mehr bewusstsinnig wegen der Sprache von einem Text und wegen der Möglichkeit, dass es so Greis. Da sind die Resultaten von dem Redaktieren. Ich habe, wie gesagt, 5 Sätze mit dem Greis und sie sind da auf rechts, 1 bis 5. In der Tabelle ist von links auf rechts, entschuldigt, aber da sind die Sätze. Tränen kommt mir in die Augen. Der Greis ist, also der Subjekt ist Augen, das ist der Mehrzahl, der Verb ist ein Einzahl. Und als auch Menschen, wie ihr seht, one see in green meint, als der Mensch hat das bald gehabt und bald ausgebessert. Das heißt, gebeten kommt auf kommen. Ihr erkennt dann, als alle Yiddishists haben das ausgebessert und kommt gleich in einem ersten Proof. Als auch die Hasidim haben das euch ausgebessert in einem ersten Proof, aber nicht alle. Der zweite Satz, und so ist verlaufende Jahren, wieder, der Subjekt ist ein Mehrzahl, Jahren, aber der Verb ist ein Einzahl, kann man das ausbessern auf seinen oder seinen. Alle Yiddishisten haben das ausgebessert, oder in einem ersten Proof, one correction, one C, oder in einem zweiten, in Gel. Und mehrere Hasidim haben das euch ausgenommen, die gute Ausbesserung, dass man so beiden ist auf seinen. You meint unsure, es ist nicht sicher, dass man darf das ausbessern. Und R ist reject. Ich habe vorgelegt die Ausbesserung und sie haben gesagt, nein, los es also, es ist besser also mit den Verben einzeln. Der dritte Satz, es ist da sehr interessante Sachen, es ist ein längerer Satz, aber der Verb ist ein Einzel, sis, und der Subjekt ist ein Mehrzahl. Wie gesagt, alle Yiddishisten haben das ausgebessert, nicht alle Hasidim haben das ausgebessert. Und faktisch hat nur einer das viele bemerkt auf dem ersten Proof. Also das darf sein Sinnen und nicht ist. Das ist der existierende Kontext. 4, wenn es hat sich geschaffene Regionalen, dagegen, wenn es haben sich geschaffene Regionalen. Und 5, bei uns in Kirch ist jede Woche übergeblieben sehr geschmackig, aber sicher mein Holm. Nummer 5 ist ein interessanter Satz, weil der Subjekt ist mein Holm, sehr geschmackig, aber sicher mein Holm. Der Subjekt befindet sich sehr, sehr weit von dem Verb. Und das ist ein Kontext, was gewöhnlich sieht man ein Verb in Einzel, also wie ein Default. Und da sieht man, als sehr wenig Yiddishisten haben das bemerkt. Kamat alle haben angenommen meine Ausbesserung. Und sehr, sehr wenig Hasidim haben das bemerkt. Es ist nicht schon ein Chosef, das hat das bemerkt beim ersten Proof. Und beim zweiten Proof haben sie ihre Sache nicht angenommen, die Ausbesserung. Sie haben gesagt, nein, es klingt besser mit is, nicht mit seine. Gut, also wir sehen, als Yiddishisten sind mehr herangetan in der Normierung und als die Normen spielen zusammen eine größere Rolle in sehr gerechter Sprache. Die Frage ist, und das ist die Frage von der zweiten Forschung, was ich habe gewollt herumreden, nicht bei wissen, ist,
wegen Normierung auf Hasidic Jiddisch. Sie ist aus der Sprache unnormes. Der Antwort ist nein, weil in einem Text haben sie ausgebessert sehr auch andere Sachen. Die zweite Frage ist, ob Hasidic Jiddisch ist ja eine Sprache mit Normes, wie also wird die Sprache normiert? Und meine Antwort ist organisch und unterbewusstsinnig. Also ich habe gemacht die zweite Forschung wegen einer anderen Variable, das ist das Ort von einem Morphem zu in Verben mit Konverben. Das ist ein Beispiel. Sie man sagt, auszurechnen, das ist die Klauform, oder zu ausrechnen, das ist eine neuere Form, was sehr verspricht in Hasidisch Jiddisch. Und man sieht, als was mehr Menschen verbringen auf ein Forum, auf ein Schmuesforum Kabelschriebel, als mehr Standard wird sehr geschriebene Sprache. Ich halte, als die Sprache kann sich standardisieren und standardisiert sich bei MS, aber es ist mehr unterbewusstsinnig wie bei den Yiddishisten. So, ein paar Ausführungen. Beide Gehillen sind übergegeben dem zwischendeutigen Hemmschicht von Jiddisch, dem Aufhalt von Jiddisch. Aber was für Jiddisch? Ja, ist als sachsprachige Minoritäten, nicht nur Jiddischreders, will normieren seine Sprache, gerät zu erheben, dem Status oder dem Prestige von seiner Sprache und über so demutigen jüngere Menschen, sich zu lernen die Sprache und zu nutzen die Sprache. Aber der Beschluss zu normieren oder nicht zu normierende Sprache von der Gehille kann haben eine große Wirkung auf die Rede von einem Jochid, auf die Rede von Menschen, was gehören zu der Gehille. Und viele auf der weiter dicker Entwicklung von der Grammatik in der Zukunft. Und der letzte Ausführung ist als die Forschung von Variation, das ist eine sociolinguistische Forschung, der lässt uns zu verstehen die sozialen Anderskeiten zwischen Gehilles, was reden heute dieselbe Sprache. Danke, Herr Schekoyach, und ich gucke raus auf eure Fragen. Danke, Isaac. Mir sieht mich, mir hört mich jetzt, ja? Gut, größten Dank. Isaac, kann ich dir beten, reden ein bisschen wegen, was es heißt, wegen dein Benutz von dem Termin Yiddishist. Yiddishist. Ja, das ist ein neuer Benutz von dem Termin Yiddishist. Ich kenne etliche Teitschen, ich kenne Minimum zwischen 4 und 7 verschiedene Teitschen, ältere Teitschen von dem Termin Yiddishist. Und du benutzt das in ganz anders. Ich sage so. Bei mir ich habe eine persönliche Definition und ich habe euch eine mehr pinkliche Definition, was das erzählt von meiner Dissertation. In der Dissertation ist die Definition also, ein Yiddishist ist einer, was redet Jiddisch von daheim, wohnt in New York und fährt regulär auf der Jiddischfach. Das ist eher wie sagt man, eine idiosynkratische Definition. Aber Jiddischisten sind die, was beteiligen sich in der jiddischistischen Gehille. Sie halten, als man darf reden, es ist eine Meile zu reden Jiddisch, mit Freien, was reden Jiddisch. Und wenn man weiß, dass einer redet Jiddisch, ist es schön zu reden mit ihm auf Englisch. Das ist ein Jiddischist. Ich weiß, als man kann definieren ein Jiddischist wie einer, was forscht jiddische Sprache, also wie ein Medievalist. Ja, ein Jiddishist ist einer, was vernimmt sich mit der jiddischen Literaturforschung. Ein Jiddishist ist einer, was ist ein Anti-Hebräist, das ist eine andere Definition. Bei mir ist es mehr eine gesellschaftliche Definition. Nicht alle Jiddischisten in meinem Studium haben sich identifiziert wie ein Jiddischist, weil sie haben gewisse Teilnisse zu die, sie verstehen die Konnotationen von dem Wort und sie fühlen, als es öfter als Seminismus ist anti-zionistisch oder anti-hebräisch und sie fühlen anders, aber sie halten, es ist eine Meile zu reden Jiddisch, so viel wie möglich. Und das verbindet sie. Gut. Man fragt so, früher seien gewesen die Dialekten, der polnische Jiddisch, der litwische Jiddisch, die Schreiberin sagt, ruft es der russische Jiddisch oder der ukrainische Jiddisch, heißt es Berliner Jiddisch. Es sieht euch, als Jiddisch halt in ein Beiten sich. Bist du Maskem und wie soll beit sich das? Wie soll was du gesagt? Wie seht euch jetzt der Jiddisch und wie wird euch sein Jiddisch, auf wie viel du kennst vor euch sein?
Ja, die europäischen Dialekten spielen noch als eine größere Rolle in die Variations, was man findet in dem einseitigen Jiddisch. Ich habe sich dafür konzentriert auf Variablen, was einen Pan-dialektisch. Ja, wenn ich wollte gestellt die Frage, wer sagt gehen und nicht gehen, ist da noch ein klares Chilik zwischen Hasidim, was reden alle ungarisch Jiddisch, oder Transcarpathian Jiddisch, wie man sagt in der linguistischen Literatur, und Yiddishisten, was reden ein Gemisch von Dialekten. Teil Yiddishisten, die reden Litvisch Jiddisch, andere reden Galicianer Jiddisch, andere reden Dore Mizrach Jiddisch. Ist die Chilukim existieren noch als? Und die Sprachen beiden sich. Es ist möglich, als die Yiddishisten wollen entwickeln ein Pan-Dialekt, ich weiß nicht, man sieht das nicht eins, aber in gewissen Proten sieht man, als sie kommen sich zu neu, sie entwickeln eigene grammatische Prinzipien, also wie ich habe Demont 1 mit Umstimmung und Mitstimmung. Aber die Sprache beißt sich euch bei Hasidim. Und das ist ein Thema für ein anderes Mal, wenn euch andere Forscher vernehmen sich mit dem. Kannst du uns geben mal an uns so Herren ist, wie so Beizach das Jiddisch zwischen die Kehilles, was reden Jiddisch 100%? Ja, es man kann sehen, und das weiß ich von den Forschungen von einander Linguistik Chaya Rochelnove. Das wird bald in einer guten Show bekommen, ein Doktorat von CUNY Graduate Center. Sie ist ein Forscher von Hasidic Jiddisch über die Deures. Und eben gibt es auch auf sehr Vokalen. Sieht man, als der amolische Unterschied zwischen lange und kurze Vokalen, also wie in einem Wort Hand, ja, Hand, die Hand, und Hand, das meint Hand, drei, das wird verwandelt in einen anderen Chilik, in einen Chilik von Quality, nicht von Länge. Wir können reden wegen dem später, und sie ist der Mumche über den Prat. Nein. Sie ist da ein Hasidisch-Jiddisch Wörterbuch, fragt man. Nein, es ist eine straße Sache. Es ist ja da, man will sich auslernen die Hasidisch-Jiddische Sprache, es geht zu reden mit Hasidim und zu lernen ihre Werk. Man kann lernen in Zeitungen, Journalen. Ich wollte rekommendiert den Wecker, was man kann bekommen, was man kann bestellen von Amazon. Wecker, W-E-K-E-R. Das ist alles auf Jiddisch. Es ist euch da ein jiddischer Oizer, ein Thesaurus, was ist das Werk von Hasidischen Machaber oder Hasidischen Machaber. Aber es ist noch kein Hasidisch-Jiddisch Wörterbuch. Und das ist das schade. Aber ich habe gehört, als die zweite Edition von einem herumnehmenden englisch-jiddischen Wörterbuch wird ja reinnehmen neue Wörter, was nicht gewinnt. In der ersten Edition, das ist eine chassidische Wörter. Wörter, was Chassidim nutzen, was nicht so bekannt zwischen Jiddischisten. Okay, gut. Kennst du weiter, jetzt frage ich noch einmal, also wie du es definiert, was ist dieser Jiddischist, kannst du definieren, was ist Chassidisch-Jiddisch, weil Chassidisch-Jiddisch sehr toll ist, dass das repräsentiert bei dir, gewisse spezifische Kehilles von einer gewissen spezifischen Obstamm, regionalen. Ja, also ich muss sagen, ich darf müde sein, als meine Definition von Chassidim ist euch ein bisschen mehr präzise oder mehr begrenzt wie die allgemeine Definition ist. Alle meine Redner sind gewesen oder Satmar Chassidim oder, wie sie sagen, Satmar gestimmte Chassidim. Wiesnitzer, Skwerer, Toscher Chassidim. Sie reden Jiddisch in der Heim. Und sie haben gewisse Haschkopes, das sind anders von anderen chassidischen Gruppen. Also ich habe nicht gehabt, keine Chabadnikes in meiner Studie, was Sachen, sie reden litvischen Jiddisch oder sie reden Jiddisch. Alle meine Redner haben geredet, mehr oder weniger denselben Dialekt, was sie rufen an Ingarisch Jiddisch,
nicht geguckt auf dem, von wann seine Eltern oder sie das und was haben eigentlich gestammt. Sie reden alle kemat im selben Dialekt. Du meinst schon dem ungarischen Jiddisch, kannst du uns geben zu verstehen, Kapitschke, was ist der Unterschied zwischen dem ungarischen Jiddisch, dem breit bekannten ungarischen Jiddisch, ziemlich Chassid, ziemlich nicht Chassid, mit dem jetzigen Matze von dem so gerufenen ungarischen Jiddisch oder dem chassidischen Jiddisch von die Kehilles? Ist ähnlich wenn die Vokalen, ist wir sehen, als eben die Deutschen spalten sich die Vokalen. Das ist spezifisch in New York, ja? In Amerika? Ich weiß nicht. Und das ist eine Frage von Chai Rochlan. Ich weiß nicht. Aber also wie alle lebendige Sprachen beitet sich euch die Sprache von Hasidim. Und ich halte, als euch forscht euch die Chedushim in dem ungarischen Dialekt, was die Chedushim kommen vor gewöhnlich in Golis, nicht in Ungarn, ja, sie kommen vor in Golis, in New York, in Israel, in Antwerpen. So eben hat im Sinne die neue Sachen, die neue Aspekte von der Sprache, ist gedeiht zu nutzen dem Termin Hasidic Jiddish, weil das ist ein Platz von, das ist eine neue Sache, eine neue Entwicklung von der Hasidisch-Jiddischen Sprache, was hat nicht existiert in Ungarisch Jiddisch. Aber man weiß noch nicht, sie etwas Prat in dem heutigen Jiddisch stammt von Europa oder ist aufgekommen da in Amerika, ist gedeiht ein bisschen tiefer zu betrachten wegen der Terminologie. Gut, aber nicht nur Terminologie. Kannst du uns geben ein Beispiel von Anderskeiten zwischen dem, soll der Eulen besser verstehen, mit was der heutige ungarische oder ungarisch-abstammiger, wie du rufst es, chassidischer Jiddisch, ist anders von dem ungarischen Jiddisch, was es redet, ein ungarischer Jid, was ist öfter nicht, keinmal nicht gewesen verbunden mit, lassen wir sagen, a Satmerer, a Wischnitzer, a Satmer gestimmter Kehille. Ja, wir sehen, das fordert eine pinklichere historische Forschung, aber wir sehen, als die Paradigmas von den Wegfallen und von den Minen werden anders. Die verschiedenen Paradigmas kommen sich zu neu, sie fallen sich zu neu. Ja, die Pronomen, sofern Variation ist darin die Pronomen, eng hat eine neue Funktion und so weiter. Eng kann man jetzt einmal in Nominativ. Nicht ihr, nur eng. Nicht et, nur eng. In Nominativ hört man einmal. Euch in der Lexik kommen auf neue Sachen. So da ein Verb wocken. Wocken meint physisch, nicht in die Fies zu gehen. Gehen hat als Sache Parteien. Wocken ist mehr spezifisch für to walk. Das ist wahrscheinlich aufgekommen in Kontakt mit Englisch. Und auch andere Sachen, was ich meine, das fordert bei MSA eine tiefere Forschung. Gut, man fragt weiter wegen ein möglicher Haspoe, man fragt sich da Haspoe zwischen Hasidim, jetzige, was reden, dem in Jiddisch, was hat dich also interessiert, und Jiddisch-Kenners von Michutz chassidische Kreisen, so gerufene Jiddischisten in deiner Terminologie, dank der Internets, seine Innovationen zwischen sie und Haspoes, eine Gruppe ab der anderen. Ja, ich meine also ja, ist euch mir lehnt, können kann man sehen in dem Inhalt von dem, was man redet herum auf der Internet, sieht man einmal Artikeln von Vorwärts, was man teilt, was man stellt Links auf die chassidische Forums und versteht sich als in Vorwärts kann man euch lernen, jetzt der Artikeln von den chassidischen Schreibers. Es ist da ein bisschen Kontakt, speziell zwischen die, was sind auf der Internet. Ich kann sich nicht ermahnen, ich kann sich nicht betrachten, so ein Beispiel von der verkehrten Haschbauer, was Yiddishisten nehmen an Aspekten von dem chassidischen Yiddish.
Ich persönlich nutze einmal das Wort des, aber des ist Ungarisch. Das ist eine alte Form von Ungarisch-Jiddisch, was man gewinnt noch als in einem einseitigen chassidischen Jiddisch, aber des anstatt das oder de anstatt die. Ja, Schkoyach ist geworden verspreit, Asach weiter und breiter, wie es vielleicht sein, mit der Stück Zeit, mit nur 10, 15 Jahren zurück, mit dem Teicher Dank. Das heißt, wir Jiddischisten, also sozusagen, haben nicht gewusst, haben nicht genutzt, a Schkoyach oder a Größenschkoyach, speziell a Größenschkoyach modifiziert, sind bis in der letzten Zeit ist das gekommen zum Bewusstsein von Menschen, wo seinen nicht kein Teil von, nicht von ungarischen Jiddisch und spezifisch nicht von chassidischen Jiddisch. Ja, ich meine, es ist wohl interessant zu sehen, ob Yiddishisten dann einmal entwickeln grammatische Strukturen, was kommen von chassidischen Jiddisch. Nur mal schon, wenn man nicht so eng oder die Konjugation, was Matthias Johomisas hat, wenn man ins Geimer anstatt mir gehen. Das habe ich noch nicht gehört von einem Jiddischist, was hat nicht den Dialekt, was hat nicht das zentrale Jiddisch. Aha, also soll nicht darüber gehen zu einem, was stammt von oder von Klasszimmer oder was stammt von einer litwischer Heim oder etwas so, was meinst du? Ja, ich meine, man wollte sich gerichtet auf diese Arbeit, weil in alle anderen Städte, in alle anderen Länder, sie gewinnen sich kleine Gruppen, kleine sprachliche Gruppen, was reden dieselbe Sprache, aber andere Dialekten, sieht man Kontakt, Koinization, als ob sie kommen sich zu einer Redentage, wird seine Haschbaue zwischen sie, aber also wie die Yiddishisten und Hasidim sind jetzt sozial abgesondert von einem Zweiten, sehen wir noch nicht keine große, starke, tiefe grammatische Haschbaue, oder was sie noch nicht ausgeforscht. Man fragt weiter wegen Gruppes, was du hast geforscht. Sample Size, das ist die Frage, wegen der Zahl Menschen in die Gruppe. Und ob die Gruppe seine gewesen, also relativ klein, hast du Bedeutung reinzunehmen, noch größere Gruppen, noch größere Zahlen, oder mit dieselben Variablen, oder hast du Pläne auszuforschen, andere Variablen klar, mit anderen Gruppen, mit anderen Zahlen. Was sind deine Pläne? Ich meine, es wird alle allgemein gewünscht, sie haben mehr Readers. Also ich habe gehabt sehr eine idiosynkratische Definition von Yiddishisten, habe ich mehr weniger ausgeschöpft alle möglichen Kandidaten. Ist die 20 Menschen, das ist gemacht alle Jiddisch-Wochnikes, das gelten nach meiner Kriterien. Ich habe nicht gewollt, reinnehmen zu viele Menschen von einer Sprache. Also ich habe einmal ein Vetter und eine Plemenitze oder eine Tate und eine Tochter, aber ich habe gewollt ausmeiden als ein Fall. Wenn ich wollte, ein bisschen ausgebreitet die Forschung, wollte ich gewollt studieren die Sprache von Menschen, die kennen gut Jiddisch, aber nicht von daheim. Also wie ich, ja. Alumni von Jiddisch-Programmen, die sind aktiv in der jiddischistischen Gehille. Das wollte gekannt sein, eine dritte Gruppe. Es wollte interessant zu vergleichen, sehr Sprache mit der Sprache von geborenen Jiddischisten. Ich habe gehabt als Plan, aber die Zeit hat nicht gelost. Also das soll mal kuyen werden. Gut. Dachte ich, hast du da eine Zukunft? Das soll nur die Zeit dauern. Man fragt weiter. Hast du bemerkt einen Unterschied zwischen dem geredeten Jiddisch und geschriebenem Jiddisch bei Hasidim? Ungefähr wahrscheinlich der Mitstimmung zwischen Verb und Subjekt. In gedrucktem Loschen heißt es. Ja, wegen der zweiten Frage habe ich nicht was zu sagen, aber ich kann nicht sagen. Es wird interessant zu machen, eine ähnliche Studie mit der geschriebenen Sprache bei Hasidim. Ich weiß ab sicher von gezählten Fällen, als die geredete Sprache ist anders von der geschriebenen Sprache. Und das weiß ich, weil man fragt bei mir, also wie ich bin schon ein bekannter Name nicht auf der chassidischen Gas, aber auf der chassidisch-linguistischen Gas.
fragen bei mir, bekomme ich WhatsApps und andere Blitzbrief von Hasidim, was haben Fragen wegen Schreiben auf Jiddisch. Und ich prüfe zu antworten auf so weit wie möglich. Ich weiß von Hasidim, was nutzen jiddischistische Wörterbücher und sie lernen die ältere jiddische Literatur, die klassische weltliche jiddische Literatur, und das spielt eine Rolle in ihr Schreiben, und sie wollen verbreitern dem Vokabular von Hasidim, von sehr hasidischen Lerners, aber sie verstehen intuitiv, dass das, was sie schreiben, spiegelt nicht auf sehr gerechte Sprache. Heißt es, dass also wie mit allen Sprachen ist da ein Unterschied zwischen gerechten und geschriebenem Loschen. Ist das gerecht, oder fragt man wegen der, die das der, ist gerecht zu sagen, als das fällt weg in dem chassidischen Benutz von Jiddisch, oder das heißt nicht in dem, was du hast geforscht, fällt das weg, oder seien die Grenzen anders? Ist der Benutz anders? Ist noch da, das Adem, in gewisse Fallen, bei gewissen Wörtern ist das lexikalisiert, oder ist das geworden aus und geblieben ist noch der? Das Verhandlungen wissen, was halten, als das ganze System ist schon mehr nicht da, bei Hasidim. Das ist gewöhnlich auf den Smach von Studien von man macht solche Experimenten, was man halt abläuft und der Mensch darf hereinstellen, der die das oder dem, und in solchen Kontexten, in solchen Experimenten sieht man, als die Hasidim rangeln sich bei MS mit einem Abkleid von Wörtern, von Varianten. Sie dürfen das der schreiben oder der sagen? Ich weiß nicht. Ich meine der schreiben. Aber ich lehne euch die Frage. Ja. Intuitiv als dem kann nicht funktionieren wie als Hilfensubjekt. Ich meine, als der Neufall von Minen und Bergfallen ist gewöhnlich der Teufels der Form die, ist Mestame wird man nicht annehmen dem, also oft in einem Subjekt von Satz, oder dem mit, wenn der Subjekt ist klar, es ist ein Mensch, es ist eine Frau. Und sicher in gewisse Phrases sieht man die Klarform von Min und Wegfall. Man wird keinmal nicht hören, also aber so weit wie man wird keinmal nicht hören in dem Erd, ja gehen dem Erd. Man hat in der Erde mit dem Reich. Euch bei der Form Eberster hört man im Ganzen nur die Klarform. So, wenn der Kontext ist Akkusativ oder Dativ, hört man den Ebersten. Und wenn es ist Nominativ, hört man der Eberster. Das ist fossilisiert. Sie ist ein Beweis, als man halt noch halt den Begriff von Min und Wegfall ist eine offene Frage. Oder als der Eberster hat da ein Koyach, ebernatürlichen Koyach. Ja. Und sicher, die, was schreiben professionell, wissen gewöhnlich ein bisschen mehr von die, was schreiben nicht. Und alle meine Freunde, was haben gelernt, Judel-Marx-Grammatik wissen dem Chilik zwischen der, die, das und dem. Aber ich weiß nicht, wie verspricht das ist. Ich will nehmen noch 2 Fragen, ich weiß, dass wir sein geengt in Zeit, aber Eulen ist verinteressiert. Kannst du besorgen wegen dem Chilik in Loschen zwischen Frauen und Männern? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe herangenommen den Faktor in meiner Analyse, weil ich habe gemeint, als chassidische Jüngler lernen sich nur auf Englisch und chassidische Mädchen lernen sich halb auf Englisch und halb auf Jiddisch. Habe ich das richtig gesagt? Ja, verkehrt, aber verstanden. Die Jüngler lernen sich nur auf Jiddisch und die Mädchen halb auf Englisch und halb auf Jiddisch. Habe ich gemeint, als öfter wird sein Chilik in Min zwischen Männern und Frauen, und als der Chilik in Min wird sein stärker bei Hasidim wie bei Jiddischisten, weil Jiddischisten sind nicht also
sie gehen in dieselbe Schule, ja, und sie gehen alle auf die Jiddisch-Sprache. Sie reden mit anderen, mit Menschen von einem anderen Mien, mehr wie bei den Hasidim, was ist, ihr versteht, was ich meine. Aber nein, mit dem Variabel ist nicht gewähnt kein Chilik im Mien, nicht bei Hasidim und nicht bei Yiddishisten. Das ist gewähnt ein Stück Surprise von mir, weil in sehr Forschungen von Variablen auf Englisch und Spanisch und Französisch und andere Sprachen sieht man sehr oft, als ob so eine Variable, was ein Variant ist, der Klall-Variant und ein Variant ist unformell oder markiert ein bisschen stilistisch nicht korrekt, sieht man, als die Frauen sind mehr korrekt. Sie nutzen mehr die Klall-Form wie die Männer, aber das habe ich nicht gefunden in meiner Studie. Vor allem sehr andere Anderskeiten zwischen Männern und Frauen. In einem anderen Kapitel, das ich abgeschrieben wegen Phonetik, ist gewähnt als Achillik zwischen Männern und Frauen. Man versteht sich, als ob man zählt, wie viel Jiddisch man redet, gegen Englisch, versteht sich ein gewaltiger Achillik zwischen chassidischen Frauen und chassidischen Männern. Gut, die Zeit ist uns weggelaufen. Isaac, einen größten Dank, einen größten Scheuach für den Referat. Und mit dem müssen wir schließen, dem YouTube-Zimmer. Wir können überbleiben ein bisschen weiter schmusen, wer es interessiert. Ein Dank wieder für das Schließen unserer Lektienserie, dem jiddischen Teil von unserer Lektienserie, das Jahr in dem, wenn man das sitzt, da sagen richtig, dem 54. Jahr von der Sommerprogramm beim Ivo aufgenommen von Uriel Weinreich für jiddischer Sprache, Literatur und Kultur. Ich danke dir sehr, was du ziehst weiter, das Lernen, die Teure von Uriel Weinreich und von seinen Talmidim Michael Herzog, was ist gewesen, noch Weinreichs Teut in Columbia Universität, der Professor von Jiddisch, und von William Labov, was hat sich gelernt bei Uriel Weinreich und hat weiter gezeugen und weiter gepredigt sein Weinreichs Teure, also sozusagen, und sein Verstand von sein Schiete. Also ja, für sehr fruchtbar helfen. Wieder ein Dank und ein Dank dem Eulen für den Zuhören sich und für euer Interesse.